Wer schon in der Türkei war, kennt vermutlich die tanzenden Derwisch. Und wer schon im Meditationsretreat hier im Westen war, hat wahrscheinlich schon ein Zitat vom Rumi gehört. Beides hat aber mit dem Ursprung nicht viel zu tun, hat mir der heutige Gast erklärt. Der Peter Hüseyin Kunz ist nämlich Scheich im Mevlevi-Orden. Das ist ein Sufi-Orden, der eben auf diesen Rumi zurückgeht. Der Peter erzählt von der Religiosität in seiner Kindheit, wie er zum Suchenden geworden ist und schließlich zum Islam gekommen ist. Und innerhalb vom Islam zum Sufismus. Er hat erzählt, wie er zum Scheich geworden ist und was den Mevlevi-Orden besonders macht, aber auch was ihn mit anderen Orden oder dem ganzen Islam verbindet. Er hat über das Drehritual geredet, eine Art Meditation in Bewegung. Interessant ist dann auch zu erfahren, wie das Drehritual in den Alltag wirkt. Was eigentlich mit einem passiert. Wir haben uns über den Islam als Mittelweg, der extrem vermeidet, unterhalten, über die Anpassung von gewissen Ritualen an westliche Gepflogenheiten und über Möglichkeiten und Grenzen vom interreligiösen Dialog. Es hat noch viel zu erzählen und zu ergründen gegeben, aber ich glaube, das ist ein guter Einstieg in Sufismus. Bevor wir anfangen, aber noch etwas in eigener Sache. Ich produziere den Podcast in meiner Freizeit. Es ist ein Herzensprojekt und ich will keine Werbung schalten. Falls du den Podcast möchtest unterstützen, gibt es 3 Möglichkeiten, die sich gegenseitig nicht ausschliessen. Die erste, weiterempfehlen. Mund-zu-Mund-Propaganda ist das Beste. Mehr Zuhörende heisst bessere Auffindbarkeit in den Podcast-Charts. Zweitens, bewerten. Eine kurze Bewertung mit einem Kommentar oder auch nur Sterne hilft ebenfalls, wenn jemand den Podcast zum ersten Mal findet. Und drittens, spenden. Wenn du etwas an die Kosten für Billett, Hosting und so weiter beitragen, dann findest du Angaben unter der Rubrik Spenden auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Ich danke dir schon jetzt ganz herzlich für deine Unterstützung. So, jetzt aber zum Interview. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Peter Hüseyin Kunz. Der Peter ist Scheich im Sufi-Orden Mevlana. Er ist in St. Gallen geboren und dort und im Zürich Oberland aufgewachsen. Schon früh hat er sich für Religion interessiert, ist dann aber aus der Kirche austreten. Er ist aber ein Suchender geblieben, im Buddhismus und anderen asiatischen Religionen, aber auch in der Theosophie. Die Liebe hat ihn schliesslich zum Islam gebracht. Auch dort hat er weitergesucht und er hat seine spirituelle Heimat im Mevlana-Orden gefunden. Das ist einer von mehreren Sufi-Orden, der mystischen Strömung innerhalb vom Islam. Der Mevlana-Orden geht zurück auf den Celaleddin Rumi, den persischen Schriftsteller aus dem 13. Jahrhundert. Seine angeblichen Zitate fehlen ja in keinem Meditationsretreat. Weltbekannt sind aber auch die tanzenden Derwisch. Das Drehritual geht nämlich auch auf den Rumi zurück. Studiert hat der Peter Elektroingenieur an der ETH. Er hat dann für verschiedene Firmen geschafft, unter anderem für eine Ingenieursfirma im Mittleren Osten und im südlichen Afrika. Das hat ihm ermöglicht, mit der muslimischen Kultur eng in Berührung zu kommen. Vor seiner Pensionierung war er Sektionschef im Bundesamt für Energie und viele von seinen Kolleginnen und Kollegen haben lange gar nicht gewusst, dass er einer von nur 4 Scheichs vom Mevlana-Orden im Westen ist. Peter, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Gespräch. Danke fürs Vertrauen und danke für die Einladung. Ich habe dich als Scheich vorgestellt, bevor wir vielleicht in deine Biografie einsteigen. Was ist ein Scheich? Du sitzt ganz normal angelegt vor mir in einem Hemd. So habe ich mir einen Scheich eigentlich gar nicht vorgestellt. Ja, Scheich ist einfach ein arabisches Wort, das heisst der Ältere, manchmal als Vorsteher, aber eher einfach eine ältere Person. Jemand, der ein bisschen mehr Weisheit hat als andere, ganz banal. Mhm. Und das hat sich dann, der Titel hat sich dann eingebürgert in der Sufi-Tradition, wo die Orden gebildet worden sind. Verglichen mit Christentum ist heute oder noch vor den letzten Jahrhundert ist ein Scheich das Gleiche wie im Christentum ein Abt. Ja. Also wenn es Kloster war oder eine Gemeinschaft, die zusammen gelebt hat, ist der Leiter von dieser Gemeinschaft ist der Scheich gewesen, so wie in einer klosterlichen Umgebung, dass der Abt ist. Du bist also der Leiter von dieser Gemeinschaft hier in der Schweiz? Ja, bin ich, ja. Und das ist, weil ich in einer traditionellen Ordensgemeinschaft bin, hat das gewisse
regeln, wer die Funktion bekommt und wer nicht. Heute würde ich nicht mehr sagen Abt oder Scheich unbedingt, sondern eher einfach Lehrbeauftragter, kann man das sagen. Mhm. Ich habe die Erlaubnis, mit dieser Funktion habe ich die Erlaubnis nach meinem Gusto, also nicht mit jemandem, der noch kontrolliert, völlig frei nach meinem Gusto zu lehren über Rumi und was Rumi zu sagen hat. Bevor wir zum Rumi und zum Mevlana-Orden kommen, vielleicht wenn wir zurückschauen in deine Biografie. Ich habe gelesen, du hast dich eben schon als Kind eigentlich für Religion oder Spiritualität interessiert. Ich glaube, jemand hat sogar dir empfohlen, Pfarrer zu werden. Ja, mein eigener Pfarrer hat das gesagt, ja. Ja. Und trotzdem bist du dann zu der Kirche austreten und hast angefangen zu suchen. Was war es gewesen, was dich zur Suche bewegt hat? Das ist mir eigentlich in die Wiege gegeben worden. Das hat nicht mit meinen Eltern zu tun, zum Beispiel, oder der Kultur, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe noch Geschwister, die haben nicht den Drang vom Suchen nach dem Hintergründigen wie ich. Das ist mir einfach in die Wiege gegeben worden. Astrologisch kann man es eigentlich noch begründen, wenn man sich wie Astrologie auskennt. Auch, ja, ich bin so aufgewachsen und ist dann einfach automatisch, als ich in Religionsunterricht bin und dann im Konfirmationsunterricht bin ich einfach fleissig gewesen und habe dann auch fest zu Jesus gebetet, der soll mir doch helfen, meine Prüfung zu bestehen und so weiter. Also ich bin da richtig ein kindlicher, religiös gläubiger Mensch gewesen. Das ist natürlich nicht, ich habe nicht das Bewusstsein von einem Suchenden, wie wir jetzt also unter Erwachsenen reden. Ja. Es ist einfach der Glaube hat mir etwas bedeutet. Und trotzdem bist du dann später aus der Kirche austreten. Also hast du nicht gefunden, was du gesucht hast? Ja, das habe ich nicht gefunden im Sinn. Also ich bin natürlich dann, das gehört dazu, wenn man Jugendlicher ist, dann wird man ein bisschen, dann kommt die Pubertät und dann geht es weiter. Und fängt da seine Vorstellungen zu haben. Das war dann, als ich in der Mittelschule war, also gegen Schluss von der Mittelschule, wo dann, ich nenne das die Sturm- und Drangzeit, Hippie-Zeit, lange Haare hatte ich am Bart, bei 2 Jahren lang hatte ich keine Socken an, sondern wie immer barfuß oder in Sandaletten rumgelaufen und im Winter mit selber gemachten Mokassin. Bin ich so in die ETH nachher und dort haben mich meine Freunde, Studenten, Kollegen haben mich Jesus genannt, weil ich so ausgesehen habe wie so ein traditionelles Jesusbild. Ja, das war so die Zeit gewesen, ein bisschen hippieartig. Und dort ist natürlich auch Fragen auftaucht, Pazifismus. Ich habe mich rausgeschlichen aus dem Militärdienst mit illegalen Mitteln bin ich rausgekommen. Und in dieser Sturm- und Drangzeit stellt man sich Fragen und dann habe ich habe die Liebe zu Jesus habe ich behalten, aber ich habe dann gefunden, die Kirche hat nicht das gemacht aus Jesus, was Jesus eigentlich verkündet hat. Mhm. Und dann habe ich halt den Schritt gemacht und habe mich, was auch ein bisschen Mode war, mich fernöstlichen Philosophien zugewendet. Und was sind die gewesen? Das ist, ich habe den Yoga entdeckt, habe Yoga gemacht. Ich bin dann auf einer Weltreise gemacht, zwischen denen während dem Studium bis auf Indien, in alle Länder gewesen, mit ganz wenig Mitteln. Und habe immer das Gefühl gehabt, Indien, das ist ein spirituelles Land, weil ich viel gelesen habe über die große Yogi wie Ramakrishna und andere Grössen, wo man Literatur hat. Und dann bin ich schwer enttäuscht gewesen, als ich dort angekommen bin in Indien. Ich bin erschrocken sogar, wie brutal die Leute untereinander umgehen. Ich habe in meiner Naivität habe ich gemeint, das sind alle halbe Heilige hier in Indien, aber gar nichts solches. Ich bin sehr enttäuscht, schockiert gewesen. Und habe dann meine
Verherrlichung vom Fernöstlichen ein bisschen stark dämpft. Und das ist dann stark zurückgegangen. Bist du dann nicht irgendwie einen Ashram suchen oder so Lehrer suchen, sondern du hast das mehr so im Gesellschaftlichen angeschaut? Ich bin relativ oberflächlich unterwegs gewesen. Ich wollte einfach überall ein bisschen schauen und sehen, was ist und wie. Und habe kein Bedürfnis, keinen Ashram gehen oder so irgendetwas. Ich hatte eine Lehrerin, Elisabeth Heitsch, die ist sehr bekannt hier. In Zürich hat sie eine Yogaschule gehabt. Und sie war eigentlich meine Referenz gewesen, auch nachher noch. Mhm. Referenz in Bezug auf die... In Bezug auf was vom Yoga, von der Hinterpraxis wertvoll ist für uns im Westen, in Bezug auf, aber auch eben auf westliche Mystik, also Theosophie vor allem hat mich interessiert, habe ich über Elisabeth Heitsch habe ich das kennengelernt und habe mich dort ganz sehr stark vertieft in die deutsche Philosophie, in die deutsche Theosophie. Das ist ein Schüler von der Frau Blavatsky, ist der Franz Hartmann gewesen. Und der Franz Hartmann ist der Begründer von der deutschen Theosophischen Gesellschaft, die heute noch existiert. Die hat so Blüten um 1900 herum. Ja, so viel. Da habe ich immer ein bisschen Mühe mit den Daten, aber es muss etwa so was rum gewesen sein. Ist ja dann auch die Anthroposophie ist ja auch aus dieser dann hervorgegangen. Jawohl, der Rudolf Steiner war ja ein Schüler von der Frau Blavatsky und wo es dann um Nachfolge gegangen ist von der Frau Blavatsky nach ihrem Tod, hat er gemeint, er wäre die Nachfolge und ist dann nicht geworden und dann ist er austreten und hat sein eigenes gegründet und so ist die Anthroposophie entstanden. Es ist vielleicht ein bisschen verkürzt, wenn ich sage, aber so habe ich es im Kopf. Naja. Und was war es an der Theosophie, die dich fasziniert hat? Die Sicht von Menschenbild, wo was ist die Seele, wie wirkt die Seele, verschiedene Schichten von der Seele, die ich dort heraus gelernt habe. Das war eigentlich das Modelldenken, das mir als Ingenieur sehr gut gepasst hat. Das Modell vom Mensch und wie aus dem Modell heraus Bezüge zwischen zwei Menschen funktionieren, was da passiert, also mit Astralkörper, Ätherkörper, Astralkörper, Mentalkörper und die Art von Denkweise, Seele als eine Substanz, eine feinstoffliche Substanz, auf der die Schwingungen entstehen, die Gedankenschwingungen, emotionale Schwingungen und so weiter. Und wie denn das ist eigentlich fast ist eigentlich wissenschaftlich für mich, wie man so den Menschen kann verstehen. Und das ist für mich, hat sehr gut zu meinem ingenieurartigen Denken gepasst. Ich kenne Theosophie nicht so gut. Ich habe mich ein bisschen mit Anthroposophie auseinandergesetzt und ich bin eben nie ganz daraus gekommen bei diesen verschiedenen Körpern, die ineinander greifen und etwas machen. Ist das bei dir eine sehr intellektuelle Auseinandersetzung gewesen, oder ist das auch im persönlichen Erleben gewesen? Also es ist zuerst intellektuell gewesen, und dann persönliche Erleben hatte ich gehabt, wo ich dann auch dem Modell zuschreiben. So, also, ich konnte sagen, ja, in welcher Schicht von meiner Seele ist jetzt das passiert und so weiter. Aber es ist alles nur Modell. Man kann andere Modelle haben, die nicht weniger gültig sind. Wenn du jetzt, du kennst ja das Atommodell, oder? Gut, das kennen wir alle, oder? Kern und Elektronen rundherum kannst. Und mit dem Modell hat man ganz viel und kann weiterhin ganz viel ausrechnen, chemische Substanzen erzeugen, ganze Haufen haben wir können machen und kann man immer noch machen. Aber wir wissen, dass das überhaupt nicht so aussieht, überhaupt nicht so ist. Völlig anders. Aber es ist ein Modell, mit dem man etwas rechnen kann. Und die Modelle vom Menschen sind auch so. Wir brauchen Modelle, um uns irgendwie zu orientieren. Und ich gehe so weit, zum zu sagen, das darf ich jetzt gerade sagen, dass jede Religion ist ein Modell, wo nicht die absolute Wahrheit kann haben, weil die absolute Wahrheit ist nicht greifbar. Jede Religion ist ein Modell,
zur Orientierung. Zur Orientierung in einem Bereich, wo man nicht kann intellektuell erfassen, wo man nicht kann sich vorstellen, wie es nicht vorstellbar ist. Von einem Bereich, wo Raum und Zeit nicht mehr existiert, also nicht mehr normal erfassbar, sind Modelle. Das ist reine Orientierung. Und darum, aus dem Gedanken aus ist ja klar, dass man niemand kann sagen, ich weiss, was dort ist. Und mein Modell, also die sagen ja nicht Modell, sondern sagen, meine Religion ist die richtige. Völlig falsch. Und für mich rein aus intellektuellen Überlegungen ist eine Religion etwas hochwertvolles, aber nicht das Absolute, sondern ein Annähern an etwas, das man nicht begreifen kann. Und wenn du sagst, zuerst war das eher intellektuell gewesen und nachher hast du es anwenden können, hat es dann in der Theosophie auch so gewisse Praxis gegeben, die einem das quasi auf einer tieferen Ebene verständlich gemacht hat? So der Podcast heisst Meditationsszene, oder? Also hat es dann auch Meditation gegeben, oder wie hat man sich dem Ja, wir haben schon Meditation gemacht. Aber wir haben dann, ich meine, das Modell allein, das war schon eher intellektuelle Sache gewesen, weil aus dem Modell heraus habe ich dann auch sehr gut verstanden, warum ich mit gewissen Leuten mich wohlfühle und mit anderen nicht. Dabei haben einfach wo nicht gleich schwingen, die Frage von was lasse ich mich beeinflussen, von was nicht, wie kann ich mich schützen und so weiter. Das sind alles solche Fragen, die ich dann in der Praxis umgesetzt habe. Zum Beispiel, wenn ich in ein Einkaufszentrum gehe, und auch früher schon, wenn ich im Einkaufszentrum gegangen bin, bin ich immer müde gewesen nachher. Wo geht es? Was passiert jetzt da? Was ist das für Energie, die mir weggezogen wird da? Und ich habe gedacht, das ist jetzt Praxis gewesen. Mir ist dann gesagt worden, du musst, wenn du so nachgehst, musst du dich selber in den Zustand versetzen. Das ist ein Zustand, der niedriger ist als dein eigener Zustand. Du musst dich dort auf das Niveau absetzen und nur ganz wenig darüber raus sein. Und in dem Zustand dort hingehen und dann, wenn du zurückkommst, dann das wieder vergessen und wieder zurück in den Zustand. Solche Übungen in dem Alltag. Okay, das habe ich geübt. Das ist wunderbar. Und wie versetzt man sich dann in den Zustand von einem Einkaufszentrum? Wie versetzt man sich in den Zustand von einem Einkaufszentrum? Dass du zu Sachen, die du eigentlich nicht interessant und nicht gut findest, dass du das Ja sagst dazu. Und auch den Wert davon siehst und siehst, dass es für viele Leute sehr wertvoll ist. Du bist jetzt einfach als Individuum, findest das nicht gut oder nicht super oder nicht interessant. Es zieht dich nicht an. Jetzt schaust du mal, was ist die Schönheit da? Und gehst in die Richtung, oder? Und das ist relativ einfach. Das ist einfach der Anspruch von einem gewissen Niveau mal hinter mir lassen. Und mich nicht besonders fühlen vor allem. Weil wenn man ein bisschen, wenn man ein bisschen sensibel ist auf intellektueller und noch höheren Ebene, dann hat man dann schnell das Gefühl, man sei etwas Besonderes und das ist eine sehr grosse Gefahr. Und das ist ganz eine gute Übung, mal das Besondersein weg. Ganz normal, und zwar in einem positiven Sinn, in einer Situation sich zu bewegen, wo da der Anspruch von meinem Niveau nicht rum ist. Irgendwann bist du dann aber auch mit dem Islam in Berührung gekommen. Ist das gewesen, weil sich quasi in der Theosophie doch nicht alles so erfüllt hat und du weitergesucht hast, oder ist das mehr zufällige oder schicksalshafte Begegnung gewesen? Ja, beides. Also ich habe mich nie in etwas völlig daheim gefühlt. Ja. Es war einfach faszinierend gewesen, als Gegensatz zu dem, was ich aus der Kirche gekannt habe und auch ja geliebt habe. Und also nie wirklich gesagt, das ist es jetzt. Darum habe ich eigentlich immer wieder die Augen offen gehabt für wieder Neues und nochmal so das gelesen und so und mich eingeschafft. Auch Zen-Buddhismus habe ich mich befasst und so, aber bin ich wirklich ganz drin hineingekommen. Und dann
habe ich meine erste Frau kennengelernt und sie war die Tochter von einem Imam gewesen, und das ist Imam ist eigentlich ein Vorsteher im Gebet, also, aber beruflich ist ein Imam einer, der das Moschee hütet, der Seelsorge macht in der islamischen Gemeinde und so fort. Und wenn er jetzt ein orthodoxer, strenger gewesen wäre, ist er nicht gewesen, weil er ist eher aus dem indischen Weg der Islam gekommen, wo doch viel offener ist als mittelöstlicher Islam. Hätte er, wenn er jetzt orthodox wäre, hätte er müssen eigentlich fordern, dass ich Muslim werde, dass ich seine Tochter heiraten kann. Das hat er nicht gemacht. Ich habe mich aber interessiert. Das war wieder ein neues Feld, religiös. Oh, was ist das? Dann habe ich mich dort vertieft und dann habe ich etwas entdeckt, was für mich sehr, sehr stark war. Sehr, sehr stark. Ich habe das, was mich fasziniert hat, an der fernöstlichen Philosophie, habe ich, und zwar die Sicht immer auf die Einheit vom Ganzen. Also Fernen Osten, Buddhismus, Yoga oder Hinduismus oder was immer, ist immer ein Bewusstsein, dass alles schlussendlich in einer Einheit ist. Und nicht einfach ich und du Gott, oder? Also die Trennung vom Ich und Du, sondern natürlich gibt es das, aber schlussendlich fällt das in eine Einheit. Das habe ich im Koran gefunden, ganz stark ausprägt. Weil immer wieder heißt im Koran, und Gott allein weiß, du weißt es nicht, und er kennt die Geheimnisse und wir kennen es nicht und so weiter, und Allah ist der eine und der Allumfassende und der Erste und der Letzte, also die Einheit, wo man das Wort Allah braucht, wo wir mit Gott können übersetzen, dass das eine Einheit ist von allem. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann, was noch dazu gekommen ist, dass die ganze Islam ist eingebettet in der monotheistischen Religion, also mit der gleichen Bilderwelt, die wir vom Judentum und Christentum kennen. Also den Koran kann man eigentlich nicht verstehen, wenn man die Bibel nicht kennt. Der Koran tut nur Andeutungen geben, Korrektiv geben zu Sachen, die in der Bibel stehen, ohne noch zu sagen, was alles ist. Und nicht die Bibel repetieren, außer an ganz wenigen Orten. Und da bin ich wieder daheim im Christentum. Also, in Anführungszeichen. Also daheim in dieser Bilderwelt, die ich als Kind aufgesogen habe, die ich natürlich gespeichert habe. Da habe ich dann relativ schnell irgendwie gefunden, da fühle ich mich wohl. Und dann habe ich mich weiter damit befasst und langsam ist das Wohlsein zu einer Heimat geworden. Aber nicht jetzt einfach, wow, das ist es, jetzt bin ich da, sondern langsam, Schrittli, über ein paar Jahre ist das passiert. Also ich habe dann mich zum Islam bekennt, vor dem Vater von meiner ersten Frau und so, das ist alles wunderbar gegangen, sie sind alle glücklich gewesen und ich habe meine Frau auch auf Mekka gebracht, weil ich dort einen Job hatte als Ingenieur in Saudi-Arabien. Das war das Grossartigste für seine Familie. Das war das grösste Geschenk. Und trotzdem hast du auch dort noch weitergesucht? Ja, also Suchen heisst, wenn man suchen ist, hat man nie aufgehört. Das ist, das Spirituelle hat kein Ende. Es ist nie ein Wow, ich habe es gefunden. Und wenn ich das meine, dann ist das vielleicht eine Erleuchtung oder etwas und dann kann ich wieder zurück in den Alltag und dann ist eben das Wow wieder fort, oder? Also der Moment. Immer offen für Neues. Ich habe dann schon in dieser Zeit habe ich dann erst auch zum Beispiel Gurdjieff-Bewegung angetroffen und mich dort vertieft, sehr intellektuell, es ist schon ein grosser Kontrast zu was ich im Islam gespürt habe. Kannst du noch etwas zum Gurdjieff oder dieser Bewegung sagen? Weil ich glaube, die ist nicht so bekannt. Gurdjieff, ja, da kann man nur googlen, Gurdjieff, und da kommt das ganze Haufen drüber. Das ist so eine Figur gewesen,
wo sich im Sufismus auskennt, da ist Sufi-Strömungen, also so mystischer Islam, wo aber sie seine eigene Theorie aufgebaut hat. Im Westen hat er eine Schule, eine grosse Bewegung aufgebaut und das vor allem gut gestellte Intellektuelle, die dort angehängt haben und die das auch finanziert haben. Und er ist dann so quasi ein grosser Guru geworden über die Theorie, die er braucht. Ist sehr komplex und kompliziert. Es war auch einer, der natürlich Fähigkeiten hat, ein bisschen die andere Welt zu sehen, ein bisschen Sachen zu spüren, die nicht alle spüren. Er konnte die Leute hypnotisieren, wenn er hätte wollen. Also er hat es nicht bösartig gemacht, aber einfach, er hat Fähigkeiten gehabt, wo man die gerade gefunden hat, das ist besonders. Er hat sehr komplizierte Bücher geschrieben, teilweise. Andere sind Reiseberichte von ihm, die sehr interessant sind. Dann hat es einen Schüler von ihm, der hat Uspensky geheissen. Der hätte das umgesetzt, die Literatur, die dann sehr erfolgreich war, wo wir können dann das verstehen. Beste googlen und schauen, Gurdjieff oder Uspensky, der 4. Weg, kann man auch googlen, der 4. Weg. Und was hat es mit dir gemacht oder wie hat es dich weitergebracht auf deinem Weg? Ich habe das interessant gefunden, aber es ist eine reine intellektuelle Akrobatik für mich, weil ich ein Intellektueller bin, das interessant finde, aber es hat mein Herz nie berührt. Ja. Mich hat der Islam viel tiefer berührt und ich bin auch Muslim geblieben und ich habe im Islam mich daheim gefühlt. Aber ich habe weiter links und rechts geschaut, was es so gibt. Und ist sogar im Islam so überliefert, dass der Prophet hat gesagt, suche nach mehr Wissen, auch wenn du bis nach China musst dafür. Und das heisst, trotzdem heisst das unendlich weit fort. Also, wer China kennt, wegen der Karawanenzüge, wegen dem Handel, aber es ist sehr, sehr, sehr weit weg. Das heisst, wir sollen wissen, wo wir daheim sind. Und wenn wir wissen, wo wir daheim sind wir frei und alles andere noch zur Bereicherung erforschen. Wenn wir nicht in unserem Häuschen hocken bleiben. Und dann, wie bist du dann zum Sufismus gekommen? Ist ja nicht eine Mainstream-Strömung im Islam, sondern ist eine mystische Bewegung, die zwar bekannt ist, aber nicht eine von den grossen muslimischen Strömungen, oder? Also Sufismus ist eine ganz grosse Strömung, aber in vielen Fraktionen. Aber nicht wie Sunniten und Schiiten, so eine von den... Ja, also sowohl Sunniten als auch die Schiiten haben ihre Sufi-Strömungen. Ja. Also die ersten grossen Sufis, die man kennt, von denen man einfach Überlieferungen hat, sind im 9. Jahrhundert gewesen, schon. Und das ist dann, wo der Islam anfangen sehr stark politisiert worden ist, zur Herrschaftsstruktur anfangen missbraucht worden ist. Und da haben sie die ersten Einzelgänger Sufis auftaucht, die eigentlich dagegen predigt haben und gesagt und richtig Mystik vom Islam sichtbar gemacht haben, wo zur Zeit vom Propheten einfach beides war, selbstverständlich war. Also dass das alles eine tiefe, mystische Angelegenheit war. Und nachher erst später, im 13. Jahrhundert, hat es dann angefangen, dass vielleicht die 12. Jahrhundert die ersten organisierten Sufis, also Orden, wie im Christentum, der Franziskanerorden, Jesuitenorden und so, der Benediktiner und so weiter existiert, haben dann im Islam auch sind so Orden entstanden. Ganz ähnlich, vergleichbar mit der christlichen Orden. Mit Struktur, wo man eine gewisse Hierarchie hat, mit einem Abt oder einem Scheich als Spitze und dann wirtschaftliche Einkünfte müssen organisieren und so weiter. Also ganz ähnlich. Und wie bist du denn zum Sufismus gekommen? Also ich bin via einen Lehrer, den ich angetroffen habe, der heisst Reshad Field. Der war dort mal sehr bekannt gewesen, weil er ein Büchlein geschrieben hat, in deutsche Übersetzung. Hat geheissen von dem Büchlein, oder heisst immer noch, ich ging den Weg des Derwisch. Das ist ein Büchlein, das irgendwie gut geschrieben ist. Er ist gut erscheinen gewesen, der gut schreiben, gut formulieren, auch ein bisschen poetische Natur gehabt. Er war auch ein guter Sänger gewesen. Er hat in einer bekannten englischen Band einmal
gespielt gehabt, Springfields haben die geheissen. Und er war ein Mensch gewesen, sehr charismatisch, sehr, wie soll ich sagen, auch sehr humorvoll. Der englische Humor, den er hatte, hat sehr schnell die Leute in Beschlag können nehmen. Und ich bin dann durch einen Pfarrer, der ein Freund war von mir, gebeten worden, ob ich nicht könnte simultan übersetzen vom Englisch ins Deutsch, weil der Rest hat viel eingeladen für Vorträge in der Kirche, wo er war. Und dann habe ich das gemacht und so habe ich den Rest viel kennengelernt. Und wir haben dann Kaffee getrunken miteinander und mit meiner jetzigen Frau zusammen, also meine erste Frau, die Ehe ist in Brüche gegangen nach 5 Jahren, mit meiner jetzigen Frau haben wir mit dem ihn privat kennengelernt. Und dann hat er so geklagt und hat gesagt, ja, wenn ich zu verkünden habe, vor allem auch über die Mevlevi, über die tanzende Derwisch, wo ich ausgebildet worden bin, unter anderem, das kann ich nicht in einem Wochenende so. Man sollte eigentlich irgendjemanden finden, der Seminare organisiert über 3 Wochen. Mhm. Und das will niemand von denen, die mich bis jetzt eingeladen haben. Und der hat einfach so geklappt und dann hat meine Frau hat das, glaube ich, gesagt, irgendwann beim Nachtessen daheim, du, wir können es auch probieren. Dann habe ich gesagt, ja gut, ich mache schon mit, probieren wir es halt. Dann haben wir so ein Seminar organisiert. Es ist ganz herzig gegangen am Anfang, zu wenig Leute. Ich habe gesagt, wenn nicht mehr so viele Leute ist, dann machen wir es nicht. Und dann plötzlich haben wir mit Hilfe von jemandem, der einen Versand gemacht hat, wo es mal jetzt noch keine E-Mail gegeben. Das war so in den 80er Jahren? Ja. Haben wir plötzlich ganz viele Anmeldungen gehabt. Und dann haben wir 3 Wochen Seminar in Valbella mit über 80 Personen, angemeldeten Personen gemacht. 3 Wochen. Und was sind das für Leute? Alles Schweizer? Das sind Schweizer und Deutsche vor allem gewesen. Und ein paar Ausnahmen, also 2, 3 Amerikaner und was für ein Background? Also irgendetwas Leute, mit dem Islam am Hut? Nein, Leute, die in der Esoterik sich umgeschaut haben, gesucht haben, Suchende. Ja. Einfach, das ist dort das New Age, ganz New Age hat ja dann angefangen in dieser Zeit. Ja. Die Bewegung von einer gewissen freien Spiritualität, wo man ein bisschen von überall etwas nimmt und dann etwas Neues versucht zu erschaffen und mit dem Rücken kehrt zu den traditionellen Religionen, weil man natürlich mit der Enttäuschung von dem, was die sich geleistet haben. Also die ganze New Age-Bewegung ist dann voll im Gang und der Rest war einer der Koryphäen vom New Age. Also der hat auch aus verschiedenen Strömungen Sachen zusammengenommen. Ja, aber er war auch Ausbilder in verschiedenen Strömungen. Mhm. Einfach eine von den Strömungen war, dass er einer von denen war, der in Konya, in der Türkei, ein Scheich begegnet hat, Süleyman Dede hat er geheissen, wo das Ritual vom Sema und noch andere Übungen gelehrt hat. Also das Sema, das ist das Drehritual. Ja, das ist das Drehritual, heisst Sema. Und er hat das dort gelernt, mit anderen Westlern zusammen, Leute aus Amerika, aus Kanada, aus Europa. Und ist dann einer von denen gewesen, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist mir gesagt worden, 14 Personen, 14 von seinen Schülern, also Süleyman Dede seine Schüler, haben die Erlaubnis bekommen, im Westen die Technik, die Religiosität weiterzugeben. Mhm. Weil das war eine Zeit, wo alle Ordenstätigkeiten, islamische Ordenstätigkeiten in der Türkei verboten sind. Das ist der Kemal Atatürk, der das eingeführt hat alles verboten, was totale Säkularisierung. Jawohl, ja, und hat das gebraucht, weil die Orden einen riesen Einfluss aufs Volk und er hat das müssen abschaffen. Mhm. Nicht, weil er nicht völlig dagegen gewesen wäre, aber er hat sein Werk nicht angebracht, vermutlich, wenn er
die Zustände von da behalten hat. Also. Und da hat es nur, also die Ordensleitung von uns, unsere Ordensleitung ist in Syrien ausgewandert, also geflohen fast. In Aleppo haben sie dann weiter, auf einem kleinen Feuer haben sie das weitergeführt. Und in der Türkei ist einfach der Süleyman Dedeş in Konya, das war das Zentrum verborgen gewesen. Der Türk hat ein Herz gehabt dafür, darum hat er unser Zentrum, dort, wo das Grab ist vom Rumi, nicht fremd genutzt und hat das zum Museum erklärt. Und der Süleyman Dedeş ist also fast ein Alleingänger mit seinen Kenntnissen dort in seinem Privathaus, wo er gewohnt hat, und hat dann so die Leute ausgebildet in guten Absicht, dass wenigstens in anderen Ländern das wieder bekannt wird. Der hat eine sehr schöne Arbeit gemacht mit dem. Der ist ja viel mit dem gekommen. Wir haben ihn als Scheich angeschaut, Scheich vom Mevlevi-Orden. Wir haben das Sema, das Ritual geübt und perfekt geübt. Er war ein sehr guter Lehrer für die Techniken und so. Und so haben wir eine Schule aufgebaut in der Schweiz, die etwa 8 Jahre gut verhebt hat. Ich bin immer Präsident von der Organisation, aber nicht der Hauptlehrer war der Reshad Fil. Ich bin ein bisschen eingesprungen, wenn er nicht da war, ein bisschen. Und dann hat es Kolleginnen und Kollegen von mir gehabt, die dann auch Lehrfunktionen haben, beauftragt bekommen. Das war eine grosse Sache. Wir haben in den besten Zeiten etwa 1 Million Franken Umsatz gehabt im Jahr. Also sagen wir 1 Million, die an Spenden gekommen ist, die dann wieder ausgegeben worden ist für alles, für Häusermietung, für alles, was halt kostet und auch einen Lohn für den Reshad Field und so weiter. Ich habe dann einfach dafür für eine Struktur gesorgt, mit einem Verein zuerst, dann nachher mit einer Stiftung. Chalice hat das geheissen, Chalice Stiftung. Und das ist ein grosser Betrieb gewesen, richtig in einem New Age Betrieb. Und du bist ja Ingenieur und ich nehme auch in einem Ingenieurumfeld tätig gewesen. Wie haben denn dort deine Kollegen auf so etwas reagiert? Ist das in den 80er Jahren völlig normal gewesen, dass man halt da irgendwie noch so etwas nebendurch macht? Oder, also weißt du, nur schon die Konversion zum Islam? Ja. Wie hat dein Umfeld reagiert? Das ist, ich meine, die ganze Esoterik ist, New Age Esoterik ist natürlich schon ziemlich überall rum gewesen. Also, da haben viele davon gewusst. Also, und überall hat es Angebote für die Spiritualität oder jene Spiritualität, der Lehrer oder der Guru aus Indien oder wer auch immer. Und die Beatles sind ja auf Indien gegangen zum Maharishi Mahesh Yogi, glaube ich, hat er geheißen. Das ist ja dann auch, das haben wir alles gewusst. Und dann hat es natürlich auch Leute gehabt, die eine Funktion hatten, wie ich im Bundesamt, wo hätte können zu solchen Bewegungen gehören. Man hat aber nicht darüber geredet. Mhm. Und ich habe dann Kalligraphie aus der Türkei, wo eigentlich Gottesnamen sind, wo mir etwas bedeutet haben. In meinem Büro habe ich aufgehängt und die Leute haben gesagt, oh, was ist das? Und ich habe gesagt, ja, das sind Kalligraphien aus der Türkei, ist doch schön. Oh ja, das ist sehr schön, ja, mal schon interessant. Und dann hat die Zeitung hat's da gegeben, eine Wochenzeitung hat Facts geheissen, dort mal. Die ist dann irgendwann später eingegangen. Eine Monatszeitung, die hat sie ihr Hauptthema dem Islam, Islam zum Hauptthema gehabt. Und dann dort bin ich auf 3 Seiten mit einem Interview über mich und haben mich fotografiert, auf den Knien, auf einem Fell sitzend, während meiner Funktion. Und ich habe dann einfach gefunden, ja, ist doch gleich, dann weiss man es halt dann jetzt, oder? Und das ist wie ein Lauf für das Bundesamt für Energie gegangen. Hast du meinen Chef gesehen? Schau mal, hast du das? Und dann ist das aber ganz, ganz harmlos gewesen. Alle haben Freude daran gehabt, haben das super gefunden, sehr interessant und nichts Negatives, gar nichts Negatives. Also wirklich nicht. Und sie haben dich ja erkannt. Sie haben mich erkannt und hat vor allem während 3 Jahren habe ich als Chef mich nicht
geoutet. Das heisst, niemand müssen Angst haben, ich würde da etwas meinen Angestellten irgendwie noch gehen missionieren oder etwas. Also es ist völlig locker. Die haben eigentlich alle Freude gehabt, wenn ich dann nachher irgendwo am Fernsehen gekommen bin oder im Radio oder in Zeitungen, die Interview gemacht haben, sie immer wollen wissen, damit sie es können im Intranet, hat man da geheißen, im Internet News, dass sie es können bekannt machen. Ja. Ich bin dann auch mit der Türkei dann halt bekannt worden mit der Zeit, weil es nicht so viele im Ausland gehabt, wo Scheichs geworden sind und so, und dann haben wir auch das Fernsehen kennt dort. Und eine schöne Anekdote ist, dass unser Direktor vom Bundesamt da hat in die Türkei gehen mit dem Energieminister für die Türkei besprechen. Und dann, wo sie wieder am Airport sind, bevor sie in die Schweiz sind, ist die Presse dort gewesen, die türkische Presse, Fernsehen, und haben dann gefragt, wie es rausgekommen ist, um ihre türkischen Zeitungen zu füttern. Und dann hat am Schluss noch ein Journalist gefragt, darf ich noch eine letzte Frage stellen? Sie haben einen bekannten Derwisch, der bei Ihnen arbeitet. Hat er es gewusst? Ja, natürlich, ja, zum Glück auch. Und er hat das super und sehr souverän können eine gute Antwort geben, die dann uns genützt haben, oder? Das ist alles völlig positiv. In gutem Sinn ist das abgelaufen, dass man denn das gewusst hat. Bist denn du im Mevlevi-Orden vom Reshad Field zum Scheich geworden, oder wie ist das? Also Reshad Field hat mich zum Scheich ernannt, aber es ist natürlich, nachdem ich dann herausgefunden habe, dass das alles ein bisschen fake ist, also heute braucht man das Wort, nicht vollständig fake, aber ein bisschen fake, habe ich gedacht, oh, das ist ja gar nicht wert, oder? Mhm. Und also ich bin dann nachher, wo ich dann mich verabschiedet habe vom Reshad, oder er sich von mir verabschiedet hat, weil wir einfach zu weit auseinander gekommen sind, habe ich den authentisch bei Mevlevi-Orden dann gewusst, wo er ist, und mich dort hingewendet, und dann hat es dann eigentlich einige Jahre bin ich dort gsi mit meinem Scheich und bin nachher dort zum Scheich ernannt worden. Und das, also mein Hut, mein Scheichshut, den ich bei Reshad Field bekommen habe, habe ich behalten, und da ist mir dann dort authentisch mir auf den Kopf gesetzt worden. Mhm. Also ist schon, man hat dann das anerkannt, dass ich schon viel gemacht habe mit dem Reshad Field, dass ich gewusst habe, wie man das Drehritual leitet, und all das habe ich ja können, alles, und wir haben es sehr gut können. Und das ist alles anerkannt worden, dass ich die Kenntnis habe. Mhm. Der Mevlevi-Orden, der geht eben zurück auf den Celaleddin Rumi, der persische Poet aus dem 13. Jahrhundert. Und du hast jetzt schon 2 oder 3 Mal das Sema angesprochen, das Drehritual. Wenn man das kurz muss fassen, was ist denn so der Kern von dem Orden? Also eben dreht sich sehr stark um die Schriften vom Rumi, von dem Poet. Aber wieso braucht es den noch quasi zum normalen Islam an? Was gibt der noch zusätzlich? Also da kann man jetzt auch nochmal wie mit dem Christentum vergleichen. Man könnte die Frage aber Franziskaner stellen. Was brauchst du jetzt da noch zusätzlich als normale Katholizismus? Mhm. Das ist, ich meine, das, was der Franz von Assisi reingebracht hat an Sicht und Philosophie oder Theologie und Bekenntnis und so weiter, das ist zusätzlich zum allgemeinen Katholizismus, und so ist das auch im Islam, dass ganz grosse Gelehrte oder grosse Mystiker wie der Rumi, Celaleddin Rumi, eine Bewegung ausgelöst haben, wo mit Schülern, die er hatte, und Schülerinnen, nicht nur Frauen, nicht nur Männer, sondern auch Frauen, wo dann einfach durch seine Lehre sich in Islam vertieft haben. Und vertiefen heisst mehr Arbeit machen als einfach ein Volksislam, wo man
aufgefordert ist, 5-mal im Tag das Ritualgebet machen und gewisse Regeln einzuhalten und so fort. Und da gibt es dann zusätzliche Exerzitien. Und Sufis, das ist allgemein, das ganze Sufitum, das heisst Tasawwuf im Arabischen. Das Sufitum hat unterschiedlichste Orden, gewisse ganz sehr orthodox und andere mehr frei. Aber alle haben ein Exerzitium, wo sie pflegen, das nennt sich Dhikr. Dhikr ist ein Repetieren von Gottesnamen und arabischen Ausdrücken, also von Lobpreisungen und so, wo man so heute kann sagen, wie mantraartig repetiert. Mhm. Das kann man allein oder kann es in der Gruppe. Das machen alle Orden. Das ist wirklich Gemeinsamkeit. Das macht man im Volksislam nur ganz wenig. Man macht ein bisschen von dem, so 5 Minuten nach dem Ritualgebet, wenn man zusätzlich noch etwas vertiefen will, aber mehr macht man nicht im Volksislam. Und dort wird das zum Hauptexerzitium, wo man dann mit gewissen Orten mit Musik, wie bei uns, die anderen Orten mehr in der Stille mehr, oder nur ausgesprochen, aber da hängt man sich zum Teil ein mit den Armen und macht es noch mit einer Körperbewegung dazu und man schritt, also La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Also La ilaha illallah ist der erste Teil vom Glaubensbekenntnis, das heisst, es gibt nur einen Gott, das ist Gott. Und das wird überall repetiert und dann andere Formeln und dazwischen tut wieder jemand koranische Verse singen und jeder Ort hat seine Rituale. Und im Mevlevi-Ort, unserem Orden, haben wir einfach das plus dann noch das 3-Ritual, wo in unserem Orden entwickelt worden ist, wo wirklich die Eigenart von unserem Orden war. Und um was geht es in diesem 3-Ritual? Dem 3-Ritual, also wenn die das nicht schon kennen, einfach googlen, «Tanzen die Derwisch» googlen, dann findet ihr YouTube und alle möglichen, da könnt ihr sehen, wie es aussieht. Das ist es, da hat zwei Hauptzwecke. Einen ist der Zweck für den Einzelnen, wo trägt, um die eigene Achse trägt, und der andere ist der Zweck von einem gemeinsamen Anlass, wo eine Atmosphäre schafft, wo alle Leute, wo auch nur zuschauen, davon ergriffen werden von einer heiligen Stimmung, wo man nachher heimtragen als Stimmung. Das Ritual ist voller Symbolik, die ich jetzt nicht einzeln erklären will, aber die Darlegung und was für einzelne Sequenzen vom Ritual. Das ist voller Symbol, das finden wir auf unserer Webseite auch, da kann man alles nachlesen. Das unterstützt die Atmosphäre, die geschaffen wird, das Einbettetsein in etwas Grösserem. Also ich habe noch nie ein Sema, also ein 3-Ritual gemacht, oder organisiert oder erlebt, wo nicht alle Beteiligten gespürt haben, da war etwas ganz Starkes gewesen. Mhm. Wir selber sind jedes Mal ergriffen davon und dankbar, dass wir das dürfen machen. Und dann ist der Einzelne, der trägt, das ist relativ einfach zu erklären, das ist eigentlich durchs Drehen machen wir einen Effekt wie, wenn man so ein Zurli hat, der stabil bleibt, oder, bis er dann nicht mehr dreht und umkehrt. Und das ist eine Abmachung mit dem Körper. Das Drehen vom Körper hilft uns, in unserer Aufmerksamkeit im Herz, in der Mitte zu sein. Das ist einfach das, wo jeder, der meditiert, sich wünscht, zum Herz kommen und dort verweilen können.
Und wir gehen immer wieder weg, wir meditieren wieder weg mit unseren Gedanken, sind irgendwo anders. Oh nein, wieder zurückkommen, man gibt sich Mühe. Wenn man dreht, dann muss man in der Mitte bleiben, sonst geht man um. Also das ist eine ganz starke meditative Wirkung, die man hat. Also es ist nicht Ekstase, wo man vielleicht meint. Der dreht, oder die dreht, wir sind gemischt, Männer und Frauen in der Schweiz, die drehen, die wissen genau, wo sie sind, völlig präsent da, und trotzdem wirbelt die Welt um sie herum und sie im Idealfall sind die völlige Ruhe im Gefühl, auch wenn der Körper dreht. Sie haben das Gefühl, sie sagen die Ruhe und die Welt dreht die andere Richtung um sie herum. Jetzt ist das nicht immer ständig das Ideal, wo erreicht wird. Man ist auf dem Weg dazu, geht wieder zurück, aber es ist einfach eigentlich eine intensivierte meditative Übung. Und macht ihr das viel? Oder ist das nur irgendwie, weißt, so ein besonderer Anlass, wo man dann zusammenkommt? Oder macht man das auch? Übt man das? Ich kann mir vorstellen, kannst du nicht einfach anstehen und die anfangen um die eigene... Also mir würde es ja wahrscheinlich trümmelig. Ja, das wird sehr schnell trümmelig. Jeder, der anfängt, wird es trümmelig. Und wird schlecht. Also wir machen das schrittweise, ganz schön langsam. Und das braucht Monate. Monate, bis man es einigermaßen kann, und Jahre vermutlich, bis man es wirklich sehr gut kann. Aber übt man das dann auch und quasi das übt man daheim? Oder? Idealerweise jeden Tag daheim 10 Minuten, nicht mehr. Und wenn man es übt, dann ist es aber auch beim Üben ist es quasi die meditative Haltung, die man übt. Also es ist nicht einfach dann nur Bewegung. Also man steht nicht auf und sagt, jetzt drülle ich mal kurz. Nein, man tut zuerst das Gebet machen, man bittet darum, gedreht zu werden. Es ist die Haltung, die wahnsinnig viel ausmacht, ob es einem schlecht wird oder nicht. Wenn ich proaktiv das mache, wird es mir schlecht. Wenn ich mich ganz hingebe und in Dankbarkeit sage, jetzt mache ich meine Bewegung, aber ich fühle mich von etwas Höherem gedreht. Also nicht nur gedreht, sondern auch gedreht. Dann ist das die richtige Voraussetzung. Und zur Musik, gewisse Musik, wo wir uns halt dann auch daran gewöhnt sind, an die Musik, wo uns dann auch noch beflügelt dazu. Und das nicht mehr als 10 Minuten im Tag. Das machen jetzt nicht immer alle strikt. Ich tue ja nicht kontrollieren, sondern ist einfach, das ist die Empfehlung. Und das genügt völlig. Und dann machen wir das Ritual mit Kleidung und allem, machen wir 4-mal im Jahr in der Schweiz. In der Kirche St. Jakob, Citykirche St. Jakob in Zürich, also beim Stauffacherplatz in Zürich. Das ist, Daten und Ort sind in unserem Internet sichtbar und man kann einfach kommen, man muss nicht anmelden, wer will kann kommen. Es ist eine offene Kirche. Wir machen es für uns, aber willkommen heissen alle, die Lust haben zu kommen. Die können zuschauen und dabei sein, und dann am Schluss machen wir meistens noch ein Apéro für die noch Fragen haben und etwas essen wollen. So, ja. Wie lange geht so ein Ritual? 2, also sagen wir 1,5 Stunden geht das Ganze ungefähr. Und wie lange wird gedreht? Und gedreht wird 4-mal zwischen 5 und 10 Minuten. Ja. Dem vorher ist Sequenzen, wo man mit Musik, also wir fangen mit Koranrezitation an, dann geht das, wo der Loblied, dann Prophet fängt es an, und dann macht man so einen Schritt, man schrittet im Kreis um die Tanzfläche herum. Die wird sie so quasi heilig gemacht, also und aufgeladen, kann man fast sagen, und so. Ganze Haufen Sachen, das ist auch der Teil von unserem weltlichen Leben, wo wir akzeptieren, wir sind alle schwarz, und dann nachher kommt der Moment, wo das schwarze Umhang abgeworfen wird alles weiß, dann kommt die Auferstehung oder Himmelfahrt oder verschiedene Namen, die man für das brauchen, und das ist in 4 Abschnitten. Mhm. Aber es ist alles bestens erklärt in unserem Internet oder auch sonst findet man es, wenn man googelt, so in Erklärungen und so. Und du hast gesagt, eigentlich bei allen Veranstaltungen, die du organisiert hast, hat man auch wirklich gemerkt, da ist etwas Besonderes im Raum, da ist etwas. Was macht es mit dir? Also wie verändert es dich?
Also die Veränderung, jede mystische Veränderung ist veranlasst, dass wir fähig werden, unser Selbst, unser Ich, als Selbst, in dem das Ich-Bewusstsein ist, zu reduzieren oder zurückstellen und etwas anderem Platz geben, wo grösser ist. Also die Arbeit ist, sich selber zurücknehmen. Es ist nicht etwas erzeugen. Es ist nicht etwas, jetzt hole ich mir den lieben Gott oder jetzt hole ich mir die jenseitigen Kräfte zu mir ab und nein, wir tun nicht Gott in unser eigenes Gefängnis für unsere Vorstellungen abziehen, sondern wir versuchen, uns hinzugeben, etwas Grösserem. Und die Hingabe geht nur, indem wir uns üben, unser Selbst, unser Ich weniger wichtig zu nehmen und das zurückzunehmen. Mhm. Also das ist der Prozess. Und viele Übungen haben, es gibt Übungen für das, eben auch Sicker und andere Übungen, schon auch das Ritualgebet, das ist ganz, weil wenn jemand sagt, ich brauche das Ritualgebet nicht, dann sagt die Person indirekt, ich bin nicht fähig, mein Ich und mein Selbstbewusstsein zurückzunehmen. Mhm. Das Ritualgebet ist etwas Wunderbares, weil da ist man nicht besonders, niemand achtet auf dich, du bist einfach in einer Reihe, rechts von dir ist vielleicht ein Bettler, links von dir ein Millionär, aber du kennst ja nicht und bist einfach wie ein Tropfen in einer Welle, wo man sich dann am Boden wirft und so weiter. Das ist fantastisch, um einfach einmal sich zurückzunehmen. Mhm. 5-mal im Tag sich zurückzunehmen. Und dann immer spannend finde ich auch, wie wirkt das dann in den Alltag rein? Also in den Alltag wirkt das rein, dass wir, so soll es sein, dass wir schrittweise Bescheidenheit lernen, Demut lernen, dass wir nur ein Tropfen im Ozean sind und wo aber immer meint, er sage etwas, oder? Lernen den anderen Mensch, egal ob er uns gefällt oder nicht, als gleichwertig anschauen. Weil jeder Mensch hat in sich einen Kern, der göttlich ist. Und niemand kann das Geheimnis vom Individuum lüften. Niemand. Wenn jemand sagt, ich weiss genau, was in dir passiert, nicht glauben bitte, ablehnen. Niemand hat die Erlaubnis und hat auch die Fähigkeit, dein Geheimnis mit dem Göttlichen zu lüften. Jeder ist ein Individuum von Göttlichen gesehen und es hängt von jedem Individuum ab, ob er oder sie die vielen Schleier, die wir halt haben zwischen dem Jenseits und dem Diesseits, ein bisschen zu lüften oder eben das nicht zu wollen und sich dann halt an anderen Sachen festklammern. Mhm. Aber der Respekt für den anderen Mensch und damit aber auch für Tiere und überhaupt für die Natur und Pflanzen, alles was lebendig ist, der Respekt, der wächst im Moment, wo wir unsere Wichtigkeit zurücknehmen können. Mhm. Und damit eigentlich auch die Fähigkeit, mit anderen Leuten zu kutschieren. Ganz viele Sachen. Wenn man selber nicht mehr der Wichtigste ist und das Zentrum der Welt, dann kann sehr viel Gutes passieren. Mhm. Ist das also ein bisschen das Ziel von dem Weg? Ja, das Ziel von dem Weg ist eigentlich, das, was der Islam verkündet, zu erfüllen in sich. Und das, was der Islam verkündet, ist eigentlich schlussendlich, wir sind da in einer Welt von Form und von Raum und Zeit, in Formen eingekerkert eigentlich, im Körper eingekerkert. Und wir sind viel mehr, als was es so scheint. Mhm. Und wir haben eine Verbindung zum Jenseits, wo nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Und schlussendlich wünscht sich Gott, Allah, das Letztendliche wünscht sich, dass wir wieder zurückfinden dort hin. Und warum die Welt so ist und wo es entstanden ist, ist alles Spekulation. Und auch im Islam gibt es das Hadith, das heißt eine Aussage vom Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, ist,
wo sagt, also wo Gott spricht, Gott sagt von sich selber: Ich war ein verborgener Schatz und sehnte mich danach, erkannt zu werden. Also erschuf ich die Welt, damit ich erkannt würde. Mhm. Das ist etwa das Grundsätzlichste, wo wir im Islam wissen, warum die Welt so ist. Aber mehr wissen wir auch nicht. Mhm. Das heisst, das war einfach eine ursprüngliche Einheit, die Erkenntnis ermöglichen. Dann ist irgendwann ist aus der Einheit eine Zweiheit entstanden und aus der Zweiheit ist die Vielfalt entstanden. Und das haben wir ja auch in anderen Religionen als in verschiedenen Bildern dargestellt, oder? Die ganze Schöpfungsgeschichte von den Juden, also jüdische Schöpfungsgeschichte, den Anfang von der Bibeln und so weiter, ist ja alles Beschreibung von dem Einheitszustand in eine Zweiheit, wo dann auch natürlich Liebe und Hass entsteht, Geschichte von Kain und Abel und so weiter. Das ist eigentlich, mehr wissen wir ja nicht. Mhm. Und warum die Welt nicht gerecht ist und wo man keine Gerechtigkeit findet in dieser Welt, das wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, warum Gott das so zulässt, warum das so ist. Wir lernen akzeptieren. Wir sind jetzt Teil von dem und haben in uns eine Sehnsucht zurück zu dem Ursprung. Das ist sagen wir, das ist die Grösse vom Mensch. Also in unserer Gläubigkeit ist Adam entstanden, so ungefähr wie es in der Bibel steht, aus Lehm und hat seinen Hauch eingebracht. Aber da ist eine wunderbare Geschichte im Islam, wo Gott gewusst hat, er wird den Menschen erschaffen, da hat er seine Engel gerufen und gesagt: So, ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Ich werde jetzt den Menschen erschaffen und er wird das größte Wesen sein in dieser neuen Welt und in dieser Weltordnung, und ich möchte, dass ihr das akzeptiert und dass ihr mir beweist, dass ihr es akzeptiert. Also tönt euch alle vor Adam niederwerfen. Alle Engel müssen sich niederwerfen. Und dann das alle gemacht, also drei Engel. Ein Engel hat widerstanden, hat das nicht wollen. Und dann gibt es in der Volksgläubigkeit heisst dann, und Gott war erzürnt über den Engel und hat ihn dann aus dem Paradies geworfen und das ist Satan geworden. Mhm. Und dann kommt die Geschichte von Verführung, von Adam und so weiter und so fort. Übrigens nicht Eva kommt nicht vor als Verführerin, sondern nur Adam. Das haben nicht die Frau, die Wüste, die es falsch gemacht hat. Ja, das ist noch interessant. Ja. Aber bei den Sufis, also bei dem mystischen Islam, ist eine andere Erklärung. Das ist Ursprung von dem, ist einer der ersten Sufis, der Mansur Hallatsch, der das scheinbar, also einer von den ersten so gelehrt hat. Gott hat dem Engel, das ist einer von der grösseren Erzengel gewesen, Iblis hat er geheissen. In der Geschichte hat ihn gefragt, warum hast du das nicht gemacht? Und er hat gesagt, Du Gott, hast uns gesagt, was du uns erschaffen hast du gesagt, wir dürfen uns vor nichts niederwerfen als vor dir. Und jetzt sagst du, wir sollen uns vor Adam niederwerfen. Ich denke, also, nein, das mache ich jetzt nicht. Du hast gesagt, wir dürfen es gar nicht. Ich habe nicht gewusst, ob du uns testest oder was. Also für mich gilt, ich werfe mich nur vor dir nieder. Und dann sagt Gott ihm, ja, du bist fürwahr mein stärkster Engel, der am meisten verstanden hat. Jetzt gebe ich dir halt die schwierigste Aufgabe. Jetzt musst du mein Gegenspieler werden, damit die Schöpfung kann zum Laufen bringen, dass da überhaupt etwas dass der Zweiheit kann entstehen. Ja. Also es wirst du Satan sein und gegenüber dem Teil von mir, wo Licht ist, musst du die Schattenseite sein. Also das heisst eigentlich im Sufismus, obwohl man nach Einheit strebt, wird irgendwie anerkannt, dass es
in dieser Welt die Dualität gibt und auf eine Art auch braucht. Also alles hat einen Anfang und ein Ende. Absolut. Es gibt ein Oben und ein Unten und das eine kann nicht ohne das andere sein. Oder? Ja. Und ein Grund davon ist, also darum sind wir auch gegen Extrem. Also der Islam fördert oder ist nicht für Askese, ist nicht für Zölibat. Das ist alles extrem in eine Polarität, in eine Seite hinein. Mhm. Der Islam versteht sich als ein Mittelweg, wo beide Pole müssen ausgehalten werden. Das ist ein Weg eigentlich vom Aushalten, Polarisierungen, Paradoxe, die wir antreffen, Sachen, wo man nicht können, ins Reine bringen. Das ist die Grösse von Adam, ist, dass er geschaffen worden ist, dass er fähig ist, das auszuhalten. Mhm. Ich sage immer, wir müssen lernen, Gott was heisst das in Deutsch? Uncertainty. In der Unsicherheit. In der Unsicherheit und in der Unklarheit, im Nebel, Gott zu finden und nicht fordern, dass es eindeutig ist. Das werden wir nie finden. Also es ist ein Weg, der immer ausbalanciert. Mhm. Das ist die Meinung vom Islam. Und ja, es gibt viel, wo man kann darüber reden. Ja, vielleicht möchte ich nochmal auf etwas zurückkommen, nämlich auf den Rumi. Ja, klar. Der Rumi ist ja die zentrale Figur im Orden. Und im Westen ist er vor allem bekannt durch so Zitate, die man auch auf Zuckersäckchen schreiben. Wird auch gemacht. Es wird auch Mevlana-Zucker verkauft mit so einem Spruch drauf. Ah, tatsächlich? Die Türkei ist eine riesige Vermarktung von Rumi. Also Mevlana ist der Ehrentitel von Rumi, der allgemein bekannt ist. Darum heißen wir auch Mevlevi-Orden. Mhm. Mevlana heisst unser Meister. Mhm. Und das wird in der Türkei findet er sogar Mevlana Zement, Mevlana Zucker, Mevlana Restaurant, gibt es die ganze Welt davon, von türkischen Restaurant, wo Mevlana heisst und so weiter. Also, ja. Und das hat aber nicht mehr viel wahrscheinlich zu tun mit dem, was die wirklichen Aussagen sind. Gar nicht damit zu tun, aber das ist halt so, dass unser Drei-Ritual von der UNESCO im 2007 zum Weltkulturerbe ernannt hat, das zu erhalten ist. Hast du, glaube ich, einen Beitrag geleistet dazu, oder? Ja, ich habe dort auch mitgeholfen, ja, und ich bin dann auch eingeladen gewesen bei der grossen Zeremonie, wo das dann unterschrieben wurde, habe ich auch einen Vortrag gehalten und so in Istanbul. Und dann hat die Türkei das natürlich entdeckt, schon gewusst, dass die Leute im Westen angezogen sind von dem Ritual. Und dann ist das gefördert worden mit alten Zentren, Mevlevi-Zentren hat man renoviert. Anfangen wir renovieren, man hat und Tourismus aktiviert. Und heute kann man in ein Restaurant gehen und dann kommt da einer, der in der Kleidung von der Drei-Ritual kommt und gegen $20 dann ein bisschen treibt, während wir da unseren Fisch essen oder ich weiss nicht was. Oder? Also es ist völlige Vermarktung von dieser Kultur, von dem als Kulturgut. Die Verfassung ist immer so, dass das Religiöse von dem nicht erlaubt ist. Mhm. In der Öffentlichkeit. Also ist man aufs Kulturrössli gesprungen und vermarktet das als Kultur. Kulturgut der Türkei. Es hat auch einen Grund, weil die klassische Musik von der Türkei ist zu einem grossen Teil in unserem Orden komponiert worden. Also wenn jemand ins Konservatorium geht in der Türkei, der kommt nicht an Rumi vorbei. Der muss sich befassen mit unserem Orden und so, wo die grossen Werke, türkische Werke, Musikwerke komponiert worden sind. Mhm. So ist es halt heute. Und wir versuchen, unsere Spiritualität trotzdem riesen Rummel um uns herum in unserer eigenen Art halt können aufrechtzuerhalten. Also so eine rechte Vereinnahmung vom ja, Rumi. Das ist eine grosse Vereinnahmung.
Und wir müssen uns, ja, das ist so. Also in der Schweiz, ich habe kein Interesse, die türkische Kultur in der Schweiz einzuführen. Das interessiert mich nicht. Mir interessiert nur der religiöse Teil da. Ja. Also wenn wir das machen, wir machen es in einer traditionellen Art, damit wir aus dieser riesen Kraft, man nennt das wissenschaftlich morphische Felder, also Morphogenese, wo die Information von der Vergangenheit gespeichert ist. Man kennt das, es hat Forschungen gibt's über das, dass wir da angezapft sind und die von den Bemühungen von früher noch können profitieren und drinnen sein dieser Kraft. Also gewisse Beibehaltung vom Traditionellen, aber dann dort, wo es nicht nötig ist, sind wir dann nicht orientalisch. Genau, du hast eingangs gesagt, du hast eigentlich wie quasi das Recht, da so zu unterrichten, wie du das machst. Und ich glaube, du hast ja recht modernisiert. Also da dürfen auch Frauen am Drehritual teilnehmen. Ihr habt Gleichberechtigung im Orden. Wie ist das gewesen und wie ist das angekommen in der Türkei? Am Anfang war es schwierig. Aber das ist einfach aus einem Reflex raus. Sie haben es dann schon verstanden, dass es, und sie haben gefunden, und dann, also meine Kollegen, die Scheich in der Türkei, dort gibt es ein Dutzend Scheichs, und die sind zum Teil sehr konservative Muslime. Die möchten das nicht eigentlich. Also sie selber würden das nicht machen wirklich oder nicht wollen machen. Dann hat es einige, die ein bisschen moderner sind, die in der Schweiz auch würden machen, aber nicht in der Türkei. So ist das, ich habe dann einfach verhandelt, habe gesagt, also wenn ihr wollt, dass irgendjemand einmal kommt und uns positiv anschaut, dann geht es nicht anders. Wir müssen akzeptieren, was ich vorschlage. Und das ist dann ziemlich bald, ist dann das akzeptiert und ich habe natürlich auch die Hilfe von meinem Kollegen, der vor mir schon Scheich war, der allererste in außerhalb der Türkei war der Kabi Elminski gewesen, der immer noch seine Schulung hat in den USA. Der hat mich auch unterstützt und er ist selber ja auch schon dafür gekämpft, dass er Frauen gleichberechtigt haben. Und so ist das heute völlig akzeptiert und völlig in Ordnung, dass wir es in westlicher Kultur so machen, wie wir es machen. Und wie sind ihr dann so in der muslimischen Gemeinschaft in der Schweiz irgendwie eingebettet? Also spielt Mevlevi oder irgendwie eine bedeutende Rolle? Oder ist das auch innerhalb von der muslimischen Organisationen und Gemeinschaften eher eine kleine Nebenerscheinung? Das ist eine kleine Nebenerscheinung, aber Rom ist so geliebt fast im ganzen Islam und so respektiert, dass unser Wissen, das wir aufgebaut haben in der Schweiz über Rumi, sehr respektiert wird. Ja. Also, wir sind sehr respektiert in den islamischen Gemeinschaften, aber das Ritual selber würden jetzt die wenigsten kommen. Ein paar kommen, also vor allem Türken kommen gerne zuschauen, wenn wir Sema haben, einfach wie das ihre Kultur ist und ihres Erinnern, aber mitmachen mit uns würden es nicht. Aber da ist eine warmherzige Beziehung mit vielen Islamverbänden. Also ich werde sehr gut aufgenommen bei fast allen Islamverbänden in der Schweiz. Ja. Weil sie wissen, wie sie sehr viel Respekt für Rumi haben und damit für uns, die sich in dem vertiefen. Ja. Ich glaube, ich bin auf dich gestoßen ursprünglich irgendwie über das Zentrum Ranft, wo du dich auch engagierst für den interreligiösen Dialog. Funktioniert der interreligiöse Dialog? Der interreligiöse Dialog funktioniert schon, aber es hat alles seine Grenzen. Also wir müssen nicht, ich sage ganz klipp und klar, auch im Flüeli Ranft, es ist Zentrum Rand, der wunderbarer Ort ist, wo ich allen empfehle, dort mal Ferien zu machen oder Kurs besuchen oder das zu nutzen, das Zentrum für was immer für Anlass sie haben. Ein wunderschöner Ort mit viel Kraft. Woher kommt die Kraft? Weil der Bruder Klaus, also all die Pilger, die zum Bruder Klaus gehen, die bauen die Atmosphäre des Pilgerns auf, dort wo man spürt. Also es ist ein wunderschöner Ort.
Und wir haben den Anspruch im Zentrum Rampft vom Interreligiösen, wo wir auch leben. Wir haben das Meditationszentrum, also wir nennen es Kapellen im Dach oben, wo symbolisch nebst dem christlichen Maria auch Islam dargestellt ist und eine Ecke mit den Hindu-Richtungen und eine andere Ecke mit buddhistischen Richtungen, einfach so andeutet, dass alles darf da drin sein. Aber interreligiöser Dialog heisst, ich habe ziemlich viel Erfahrung in dem, zum ehrlich sein, heisst, im Äußeren respektvoll sein miteinander. Aber man kann nicht gemeinsame Ritual, es ist sehr beschränkt. Mhm. Und man kann das nicht mischen, man kann nicht Buddhismus mit Islam mischen. Das ist der Synkretizismus funktioniert nicht. Mhm. Also die wirkliche Begegnung ist eine Stille. Mhm. Und wir machen jeden Morgen, und jetzt auch haben wir angefangen, sogar 3-mal am Tag, meditieren in dieser Kapelle, einfach in der Stille, vielleicht einen Impuls, wo jemand gibt, einfach mit einem Gedicht oder so, aber nicht, das ist nicht auferlegend, sondern ein Impuls und dann einfach 20 Minuten Stille. Mhm. Und so ist eine Begegnung von einzelnen Individuen, wo jeder sein Geheimnis mit dem Göttlichen hat, wo man zusammen ist. Und das ist sehr schön, und so funktioniert das Interreligiöse. Mhm. Aber beim sogenannten interreligiösen Dialog muss man immer aufpassen, dass man nicht nur die anderen respektiert unter der Meinung, dass man den die Worte doch noch ein bisschen besser beachtet hat als die anderen. Mhm. Es ist nicht nur der andere akzeptieren, das ist nicht Interreligiosität, es ist nicht auf gleicher Augenhöhe. Mhm. Auf gleicher Augenhöhe funktioniert Interreligiosität nur, wenn beide oder alle, die anwesend sind, sich selber können zurücknehmen hinter etwas, wo wichtiger ist als sein Selbstbewusstsein. Mhm. Solange ich meine, ich müsse jetzt das vertreten, was ich habe, oder das, was ich habe, ist sicher das Richtige, dann funktioniert es nicht. Mhm. Ich darf sagen, das, was ich mache, ist das einzig Richtige für mich. Das ja, sage ich ja auch. Ich sage, Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, ist das Siegel der Propheten. Das heißt für mich. Das heißt für mich, dass was Propheten bis zu Mohammed verkündet haben, für mich genügt, um mich auf den richtigen Weg zu nehmen. Mhm. Aber ich darf damit nicht, was viele Muslime leider machen, sagen, Propheten gesagt, ich bin ein Siegel der Propheten, also ist das, was er gesagt hat, das Richtige für die ganze Welt. Mhm. Also der Anspruch, wo Muslime haben, das hat es von den Christen gelernt, wo der Anspruch haben, seit Jesus am Kreuz auferstanden ist alles anders. Die ganze Regelung zwischen Diesseits und Jenseits hat sich auf einen Schlag geändert. Jetzt muss man Christus akzeptieren, der für unsere Sünden gestorben ist. Ab jetzt, oder? Seit 2000 Jahren sollte das gelten für die ganze Welt. Das kann ich nicht akzeptieren und so kann ich auch nicht akzeptieren, dass ein Muslim behauptet, ihre Religion sagt die richtige, wie es im Koran steht, Mohammed ist das Siegel der Propheten. Mhm. Das gilt nur für mich als Muslim, aber nicht für andere. Mhm. Und damit bin ich natürlich nur so eine von mehreren Sachen, wo ich natürlich nicht einig bin mit vielen Muslimen. Also wenn wir theologische Debatten haben innerhalb Islam, da hat es viele, die das gar nicht wollen mit mir, weil sie von Anfang an wissen, dass sie nicht einig sind mit mir. Ja. Aber die Debatte gibt's. Debatte gibt's mit Leuten, die halt doch eine Offenheit haben, aber es ist nicht viel. Ja. Aber es gibt Akademiker, wunderbare Akademiker, die in einem sehr modernen Sinn den Islam vertreten. Wunderbare Bücher vom Professor Khorshid oder vom Professor Milad Karimi, der mich jetzt in Sternstunde gerade kürzlich interviewt hat. Die haben sehr schöne Bücher geschrieben über eine moderne Sicht, humanistische Sicht vom Islam. Mhm.
Das ist sehr wertvoll. Und so Leute gibt es schon, mit denen kann ich sehr gut debattieren. Ja. Aber es ist schon unter Leuten, die eigentlich vieles begriffen haben, wo ich glaube, zu begriffen haben. Da geht es natürlich. Aber wenn man die Gesamtmenge der Muslimen anschaut, die Grossmenge der Muslimen sagt, Koran darf man nicht kritisieren, darf man schon gar nicht einmal daran denken, dass man einen Gedanken haben, einen kritischen Gedanken. Das ist schon Sünde. Also wird es gar nicht gemacht. Damit diskutiert man gar nicht drüber. Also man vermeidet jede Diskussion. Ist ein bisschen schade, weil der Islam hat ja in früheren Jahrhunderten doch auch noch mehr Debattierkultur gehabt. Ja, also das, was ich jetzt sage, das ist ein Problem neueren Datums. Ja. Der Islam im Mittelalter war viel freier gewesen, viel mehr, und die ganze grossartige islamische Philosophie, wo man erst jetzt im Westen entdeckt, grossartig. Also inklusive Ibn Rushd und Ibn Sina, also der Averroes und also die ganz gross islamische Philosophen, die man jetzt immer mehr schätzt, auch im Westen. Das ist im Mittelalter ist das viel freier gewesen, als was im 19. Jahrhundert ist, natürlich mit dem Problem, wo viele muslimische Länder erlebt haben, mit der Kolonialzeit und Kolonialherren, und sie sind immer auf der Verliererseite gewesen, und England und Frankreich und andere sind die geherrscht haben, und dann ist die Frage, warum sind wir nicht mehr da, die grossartige Islam, wie es dort mal im südlichen Spanien war, in Andalusien und so weiter, warum sind wir das nicht mehr? Und dann ist dort die Idee gekommen, eben, dass wir zu wenig gute Muslime sind. Wir sollten uns zurückbesinnen, wie es früher noch war, wie der Prophet gelebt hat, wie er das war, den Koran wörtlicher nehmen und so weiter. Und dann ist die ganze Salafismus entstanden. Das heisst, das Zurückbesinnen auf die Eltern, vorherigen. Also nicht Fürste schauen, sondern in den Rückspiegel schauen. Und das ist eben alles neueren Datums. Das verhärtete Festlegen von wörtlichen Verständnis vom Koran und von der Überlieferungen und die alten Theologen als höherer Stufe als die heutigen Theologen und all das hat das Ganze vergiftet und verpolitisiert natürlich. Mit dem Blick auf die Uhr, wenn wir jetzt zurückgeschaut haben, wenn wir so vielleicht zum Abschluss kommen und noch nach vorne schauen. Gut. Was wünschst du dir vielleicht auch so für die Welt, was für Impuls können aus der, du hast am Anfang gesagt, die Einheit, die im Koran so wichtig ist. Ja, was kann der Beitrag sein von einem Orden wie Levi oder auch zu den grossen Problemen, die wir heute in der Welt haben? Und was können wir vielleicht auch mitnehmen, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht Muslim, ich trete jetzt nicht über, aber was ist ein Impuls, den ich auch für mich mitnehmen kann, um in der Welt umzusetzen? Alle religiösen Bewegungen, ich nenne das religiös, was wir machen, alle religiösen Bewegungen haben Möglichkeit oder haben als erstes zur Absicht, das egoistische Teil vom Mensch zurückzunehmen und sich als etwas Kleinem im Grossen zu verstehen, als ein Teil davon nur. Und jede religiöse Bewegung hat die Möglichkeit, mindestens durch die Art und Weise, wie wir uns zeigen in der Gesellschaft, Aufmerksamkeit schaffen, dass da etwas ein bisschen anders ist als im üblichen Ketz vom Alltag und Politik und so weiter. Mehr können wir nicht. Wir können nicht eine politische Botschaft raussenden. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht sagen, als Sufi könnte ich die Welt verändern. Überhaupt nicht. Ich kann nur mich selber verändern, so dass ich gesehen werde als jemand, der nicht dem 0815 entspricht vielleicht, wo man sich fragt, was ist da, warum mag ich den so gut, warum ist der so freundlich, warum ist der so hilfsbereit und so weiter. Wir können nur in unserer
Tat, als auf unserem eigenen religiösen Weg etwas bewirken. Nur durch das gute Beispiel. Nicht durch Theorien und man sollte dies und jenes und irgendwie eine Sufi-Konferenz organisieren, wo jeder sich zwar dann nur auf die Schulter klopft und man meint, man sei so gut als Sufi, das ist völlig falsch, das geht nicht. Geht nicht. Ich kann nur mit meinem Dasein mich manifestieren und hoffe, dass Gott mich dafür das gut schreibt, was ich mache. Mehr kann ich nicht. Du hast schon 2-3 Mal auf eure Website verwiesen. Und es gibt noch so viele Fragen, die man stellen könnte. So viel wie man Raum könnte man ja endlos tief eintauchen. Und es wird nicht langweilig, mindestens mir nicht. Eine wahre Fülle. Wenn man jetzt mehr wissen will über den Mevlevi-Orden, über das Drehritual oder auch über deine Geschichte, wo wird man da fündig? Also unsere Webseite ist Mevlana mit V geschrieben, mevlana.ch. Und dort hat es auch Link zu anderen Sachen. Dort hat es eine Bücherliste-Vorschlag. Dort hat es Ort, wo wir uns wöchentlich treffen, wenn man Lust hat, mal dabei zu sein oder Interesse hat. Dort hat es Daten, wo wir unsere 4-mal im Jahr unseres Ritual in der Kirche St. Jakob machen, ist alles drin und dann etliche Vorträge, die ich gehalten habe, wo man inhaltlich etwas lernt. Über das Sema, also das Drehritual und das Sema, findet man alle Erklärungen und bis detailliert mit Fotos und allem. Und das finden wir dort alles. Und dann, ich habe ein Buch geschrieben, aber es ist nicht in der Verlag, das auf Deutsch, aber jetzt wird dann, so Gott will, vielleicht in 3 Monaten kommt in Englisch kommt das Buch raus und in Spanisch kommt das Buch raus von mir, wo ich sehr viel erkläre. Und ja, das ist so ungefähr. Also wir sind, und uns anschreiben kann man immer, das darf man immer noch. Das ist kein Problem. Und im Zentrum Rampft bist du auch noch immer wieder tätig? Immer erreichen. Ja. Ich bin jede Woche dort. Und ich habe mein Büro dort eigentlich. Ich bin so 3 Tage in der Woche bin ich sicher dort. Und im Flüeli Rampft, also zentrumrampft.ch ist auch, findet man und da kann man mich auch erreichen. Und dort gibt es auch Kurs. Man kann schauen, ich habe 2-mal im Jahr mache ich einen Kurs über Sufismus im Zentrum Rampft, auch im La Salle Haus, wo die Jesuiten führen, die oben am Zug, Edlibach. Das La Salle Haus, auch dort gebe ich einmal im Jahr einen Kurs, wo man dann einfach wirklich lernt, was Sufismus ist, was Islam ist, was Sufismus ist, was Dreie ist, da lernt man etwas, ja. Behaupte ich jetzt. Ich habe auch viel gelernt in dieser guten Stunde. Danke dir vielmals, Peter, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke dir, dass ich da einfach plaudern von der Leber. Sehr spannend gewesen. Danke vielmals. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich freue mich über Feedback und Ideen. Kontaktmöglichkeiten findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch. Und wenn du den Podcast kannst unterstützen kannst, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Danke vielmals. Eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.